started child. Grüß Gott, Herr Körper. Sehr grüß dich, dann kommen wir doch Bildschirm rein. Ich wollte nur geschwind nach Ihnen schauen. Und? Was Neues? Tja, nix, gar nix. Ja, wieso nix? Ja, nix Neues, nicht das Mindeste. Ja, soll das heißen, dass Sie von Mirsbach da rauffahren, nur um mir zu sagen, dass Sie keine Fahndung eingeleitet haben? Ich habe einen Bericht gemacht und der wird weitergeleitet. Der wird weitergeleitet, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, ob Sie was über meine Frau rausgebracht haben, ja oder nein. Bitte schön, werden Sie nicht laut, ja, sonst gehe ich. Ja, entschuldigen Sie aber. Ja, ist schon recht. Sie sind in schlechter Stimmung, aber zermartern Sie Ihren Kopf nicht. Ihre Frau wird wiederkommen. Einmal der Vorläufer, das sagt gar nichts. Das kommt in die besten Ehen vor. Herr Kommissar, was haben Sie denn jetzt tatsächlich unternommen, um sie wiederzufinden? Mein lieber Herr, die Polizei ist nicht dazu da, ungetreue Ehefrauen am Ohrwaschel zu packen und wieder zurückzubringen. Meine Frau ist nicht untreu. Sie ist nach einer heftigen Auseinandersetzung davongelaufen. Und zwar allein. Allein? Allein. Das weiß man nie gewiss. Ich habe jedenfalls Ihre Erklärung weitergeleitet, dass Ihnen Ihre Frau davongelaufen ist vor 10 Tagen und dass Sie nicht für Ihre Schulden aufkämen, die sie in etwa machen könnte, weil Sie ja unter Wahrung der gesetzlichen Gütergemeinschaft geheiratet haben. Sie sollten ein bisschen vorsichtig sein beim Alkohol, gell? Ja, natürlich, entschuldigen Sie, mengen Sie auch ein Glas? Na, danke. Sagen Sie mal, haben Sie oft Krach gehabt mit Ihrer Frau? Mei, oft. Ab und zu, halt wie alle jungen Eheleute. Haben Sie keine Vermutung, wo sie hingegangen sein könnte? Haben Sie irgendwo hingeschrieben? Ja, nach München, an Ihrer Münchner Adresse. Sie hat da eine Wohnung, wissen Sie. Aber der Brief ist zurückgekommen, weil die Hausmeisterin den Auftrag hat, die ganze Post nach hier weiterzuleiten. Freunde, Verwandte? Freunde, mit denen wir regelmäßig verkehren, haben wir nicht. Ne, und die Familie meiner Frau, die kenne ich noch nicht. Es handelt sich da um entfernte Vettern und ein paar langweilige Onkel und Reiche. Sie halt selber nichts von denen. Mhm. Wo können Sie denn bloß stecken, sagen Sie mal? Haben Sie nicht die mindeste Vorstellung? Ich weiß nicht, in Garmisch, in Innsbruck, in Salzburg, was weiß denn ich halt, mit irgendwelchen Zufallsbekanntschaften. Glauben Sie mir, Sie langweilt sich dort bestimmt genauso, wie ich mich da langweile. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Warten Sie Ihre Rückkehr hier ab. Eines Tages ist sie still und leise wieder da. Sollte uns allerdings gemeldet werden, dass sie verunglückt ist oder tot, dann werde ich Sie sofort benachrichtigen. Was? Da sind Sie wahnsinnig. Verunglückt oder tot? Ja, mein Lieber, sowas kommt vor. Na, da darf ich ja gar nicht dran denken, das war ja furchtbar. Sagen Sie mal, kommen Sie denn zurecht so ganz allein da im Haus mit allen? Ja. Mein Bett, das machen wir selber und ansonsten rufe ich in ein Lebensmittelgeschäft an, die schicken mir alles drauf. Hören Sie mal, Herr Korbach, Sie sind ein junger Mensch. Selbst wenn Ihre Frau nicht wiederkommt, dürfen Sie nicht am Leben verzweifeln. Sie haben leicht reden. Schauen Sie Ihre Lage als Philosoph an. Mit diesen reichen, launischen Frauen, die eine ganz andere Erziehung genossen haben als mir, da kommt uns eins nicht mit. Ja, selber geschossen? Nein. Ich will Ihnen aber sagen, sie wird schriftlich die Scheidung einreichen. Sowas ist typisch. Was? Ja. Scheidung? Ja, das war ja der Gipfel. Erst hat sie mich angefleht, ich habe ja gar nicht heiraten wollen. Und jetzt möchte mir vielleicht sowas antun. Jesus, ich muss wieder sausen. Also, mein Lieber, Kopf hoch. Sie kommt schon wieder. Für Gott, Herr Korbach. Für Gott, Herr Kommissar. Grüß Gott und schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie sind der Herr Daniel Korbach, gell? Ja, der bin ich. Ich habe das Haus gekannt und die Besitzerin. Nur den Besitzer noch nicht. Ach so. Darf ich mich vorstellen? Pfarrer Maximilian Vogel, vertritt zurzeit den Pfarrer in St. Quirin.
Sie kennen doch einen Herrn Pfarrer Simon. Nein, es tut mir leid. Wissen Sie, ich wohne nämlich nicht da. Das Haus ist bloß ein Ferienaufenthalt, das gehört mir nicht. Ja, ich verstehe schon. Wollen Sie einer nicht ein bisschen sitzen? Ja, gern, danke. Darf ich einer irgendwas zum Trinken anbieten? Was nehmen Sie? Ja, Whisky oder? Ja, ein Cognac. Vielleicht ein Glas Cognac, bitte. Das Herbstwetter ist kühler und da kann es nicht schaden, wenn man sich ein bisschen anwärmt. Ich habe mir erlaubt, bei Ihnen vorbeizuschauen, weil ich Ihrer Frau ein Heiligenbild bringen wollte. Ein Heiligenbild? Ja, das ist bei uns so der Brauch, dass man ein geweihtes Bild bringt, wenn jemand was gespendet hat. Na, hat einer meine Frau denn was gespendet? Vorige Woche, bei meinem Bittgang durch die Landhäuser, in denen Sommergäste wohnen. 200 Mark hat sie gespendet, eine schöne Summe. Ich muss sagen, Ihre Frau wirklich die Güte in Person. Ja, das ist sie. Da ist das Bild. Vielen Dank, doch bitte schön. Danke. Das Pudel bringt doch hoffentlich Glück, oder? Ja, mein, was heißt Glück? Das weiß nur der liebe Gott allein. Ja, ich werde es meiner Frau auf alle Fälle geben. Das heißt, wenn ich es wieder sehe. Die edle Spenderin ist nämlich leider auf und davon. Herr Pfarrer, auf Ihr Wohl. Das tut mir leid mit Ihrer Frau, Herr Korbach. Aber der liebe Gott wird wieder Bitte schön, alles Herr einrichten. Pfarrer, verschonen Sie mich mit einer Predigt. Ich wollte Ihnen keine Predigt halten. Ich wollte eigentlich nur... Darf ich Sie was fragen? Bitte schön. Wären Sie bereit, Ihre Frau wieder bei sich aufzunehmen, trotz Ihrer Eskapaden? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe doch, Sie sind kirchlich getraut. Ja, im Juni. Eine Ferienliebschaft, die zur Ehe wurde. In einer kleinen bayerischen Dorfkirche, 2 Landstreicher als Trauzeugen, Hochzeitsreise nach Venedig. Ja, und einer von meinen Bekannten bietet mir das Haus am Tegernsee als Ferienaufenthalt an. Wir kommen herrichten und sagen, alles ist in Ordnung. Und bei dem enger Beieinander kommt es natürlich dann irgendwann zum Streit. Die Elisabeth packt ihre Koffer und verschwindet. 10 Tage ist das jetzt schon her. Mein Sohn, wie wir Landpfarrer sagen, Ihr Schmerz ist aufrichtig. Wären Sie bereit, Ihre Frau ohne Schimpf und Vorwürfe wieder bei sich aufzunehmen? Ich sage ja selbstverständlich. Dann verdienen Sie die gute Nachricht, die ich Ihnen bringe. Ihre Frau kommt wieder. Was sagen Sie? Wie ich heute durch mein Kirchhof gehe, sehe ich eine weinende Dame und erkenne Frau Korbach wieder. Ich habe sie angesprochen und sie hat mir alles gebeichtet. Natürlich nicht im Beichtstuhl. Sie traut sich nicht mehr heim, sie hat Angst vor Ihnen. Und da hat sie mich gebeten, hierher zu kommen und für Sie das alles wieder zu regeln. Meine Frau ist bei Erna im Dorf? Nein, sie ist hier, gleich hinterm Haus, 20 Meter von Ihnen entfernt. Wir haben voller Ungeduld darauf gewartet, bis Ihr Besuch weggeht. Nein, das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Holen Sie mal tief Luft. Haben Sie vielleicht eine Eau de Cologne oder irgend sowas? Ja, da im Schreibtischschublon muss was drin sein. Was ist da überhaupt das? Die Elisabeth. Das gibt's gar nicht. Bitte schön, Herr Korbach. Schauen Sie doch, Herr Korbach. Nein. Daniel, Liebling, ich bin ja so froh, dass du mir nicht mehr böse bist. Also, Herr Pfarrer, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Ach, Daniel. Was denn? Nein. Das ist nicht die Elisabeth. Wie? Das ist nicht meine Frau. Okay, wir können es denn sowas sagen. Also, Sie haben mir versprochen, keine Dummheiten zu machen. Ihre Frau ist wieder da, meine Mission ist beendet. Alles andere ist Ihre Sache. Herr Pfarrer, ging es nicht weg. Ich kenne die Frau nicht. Das ist also nicht Ihre Frau? Nein, wenn ich Sind Sie da ganz sicher? Ja, absolut. Das ist eine Abenteurerin oder was? Kommen Sie runter da. Jetzt setzen Sie sich wieder frei. Ich kenne die Frau nicht. Nehmen Sie es wieder mit und bringen Sie es da, wo Sie es gefunden haben. Da hilft alles nichts. Frau Korbach, Ja, kommen Sie doch bitte runter. sofort. Sagen Sie, leiden Sie an Störungen oder setzt das Gedächtnis manchmal bei Ihnen aus? Was? Ach, Schmarrn, warum fragen Sie mich? Ja, glauben Sie mir vielleicht nicht. Doch, ist schon recht. Das ist nicht die Elisabeth. Das ist doch nicht etwa die Frau, die einer vorige Woche was gespendet hat, oder? Ja, aber selbstverständlich. Herr Korbach, das tut mir leid, aber Sie ist es tatsächlich. Ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein.
Jetzt war ich nur 2 Tage in diesem Haus und hatte doch tatsächlich schon Zeit lang danach. Also könnten Sie mir vielleicht... Kleinen Moment, Liebling, ja. Zuerst möchte ich mich natürlich von unserem Wohltäter verabschieden. Herr Pfarrer, der Herrgott soll es Ihnen danken, was Sie für uns beide getan haben. Aber das war doch nur eine Kleinigkeit. Bitte schön. Für die Armen Ihrer kleinen Gemeinde. Vergelt's Gott. Sie sind zu gütig. Das Geld spielt doch keine Rolle. Einzig und allein zählt das Herz. Da haben Sie recht. Nur das Herz. Ja, würden Sie mir jetzt vielleicht endlich einmal sagen, wer Sie sind? Ja, Liebling, ja, um Gottes Willen, du bist ja ganz blass. Bitte setz dich hin, ja? Ich mach dir sofort was zu Abendessen. Hast du auch brav deine Diät befolgt? Also, wenn ich die Flaschen so sehe... Aber Liebling, du weißt doch ganz genau, dass du keinen Tropfen Alkohol trinken sollst. Ja, der Arzt hat's dir doch verboten. Wegen deinen Nerven und deinen Depressionen. Ach, so sind die Dinge. Ja, aber es ist nur halb so schlimm. Ein kleiner Anfall von Melancholie und ein bisschen Trübsinn. Es geht meistens schnell wieder vorbei. Na, Liebling, schau mich an. Ich bin's. Sagen Sie mal, was soll denn die ganze Komödie? Warum spielen Sie die Rollen? Also, Herr Pfarrer, ich sehe, ich hätte wirklich nicht weglaufen dürfen. Sie sehen ja selber, in was für einem Zustand, dass ich ihn wiederfinde. Pfarrer, Sie werden hinters Licht geführt. Einer Gutgläubigkeit wird ausgenutzt. Ich kenne die Frau nicht. Das ist eine Hochstaplerin oder was weiß ich. Jetzt schauen Sie, dass Sie rauskommen. Daniel, ich bitte dich jetzt spiel nicht den Verrückten. Außerdem ist der Herr Pfarrer wirklich nicht an unsere kleinen Eheszenen gewöhnt. Jetzt scheren Sie einer raus oder ich rufe Polizei. Das ist ja Hausfriedensbruch. Daniel, jetzt mach dich nicht lächerlich. Und ich bitte dich, bitte, mach mit diesen geschmacklosen Scherzen ein Ende. Sagen Sie mal, warum geben Sie sich für meine Frau aus? Daniel, jetzt beruhig dich doch. Ich bitte dich. Schau mich an. Ich bin's, deine Frau, deine Elisabeth. Nein, Elisabeth. Also, Herr Pfarrer, ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir vielleicht einen Arzt anrufen. Er hat ja einen Rückfall, er erkennt mich ja nicht einmal. Ich kann Sie nicht erkennen, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Also schon auf unserer Hochzeitsreise in Venedig. Also, woher wissen denn Sie, dass ich mit meiner Frau in Venedig war? Also schon auf unserer Hochzeitsreise in Venedig, als ich eines Abends 2 Stunden zu spät ins Hotel zurückgekommen bin, da hat er sich aufgeführt wie ein Verrückter. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, bis ich ihn wieder beruhigt habe. Ja, und vor allen Dingen, bis er mich wiedererkannt hat. Das ist doch gelogen. Ja, jetzt reicht's mir doch. Daniel, was magst du? Ich rufe Polizei an. Ich bitte dich, leg den Hörer wieder auf. Du machst uns wirklich nur alle lächerlich. Jetzt kriegen Sie es mit der Angst. Ja, stellen Sie sich vor, ich bin nämlich mit Herrn Kommissar gut bekannt. Und der weiß, dass meine Frau auf und davon ist. Wenn Sie also glauben, sich hier einschleichen und vielleicht auf meinen Namen Schulden machen zu können, dann haben Sie einen enttäuscht. So, Herr Pfarrer, ich bitte Sie, tun Sie doch irgendetwas. Das ist alles so schrecklich kompliziert und ich mache nicht gerne einen barmherzigen Samariter, wenn ich nicht weiß, um was es sich handelt. Sie erlauben doch was? Nein, bitte schön. Hallo? Landpolizei Miesbach? Ja, geben Sie mir doch an Herrn Kommissar Feichtner, bitte. Ja, es ist dringend. Ich werde die Sache schon ins Reine bringen. Bitte schön, sind Sie nicht. Herr Kommissar? Ja, hier spricht Pfarrer Maximilian Vogel. Ich bin im Landhaus von Sie, Herrn Korbach. geben Sie mir noch mal selber. Herr Kommissar? Ja, Korbach. Sie, Herr Kommissar, bitte schön, kommen Sie gleich rauf. Da ist eine Frau bei mir eingedrungen und die weicht nicht mehr vom Fleck. Ja, ich kenne die nicht. Was? Ja, ist in Ordnung. Gut, Dankeschön. Wiederhören. Wahrscheinlich sind es eine Diebin, die sie in Häuser einschleicht, wo alleinstehende Herren leben. Aber Daniel, ich bitte dich, jetzt beruhig dich doch endlich. Sonst muss ich einen Arzt kommen lassen, der dir eine Spritze gibt. Daniel, schau. Morgen scheint die Sonne wieder und dann ist alles wieder gut. Scheren Sie sich raus, jetzt haben Sie noch die Zeit dazu. Oder willst du lieber welche von deinen Tabletten nehmen? Ich war mir nicht sicher, ob du noch welche im Hause hast. Darum habe ich vorsichtshalber gleich welche mitgebracht. Was denn für... Schau. Mit einem Schluck Whisky, ja? Ich brauche keine Tabletten, lassen Sie das. Dann bitte eben nicht Neurovitamin.
Das hätte ihm wirklich gut getan. Der Kommissar wird gleich da sein. Ja. Und dann endet die ganze Geschichte wieder mit einer Entschuldigung vom Kommissar. Eine Falle ist das. Ja, genau. Das ist eine Falle. Und Ihre Gutgläubigkeit, Herr Pfarrer, dient dieser Frau als Schutz. Ich weiß nicht, was Sie wollen, gnädige Frau. Aber Sie kriegen nichts von mir und schon gar nicht mein Geld, liebe Dame. Was? Was? Dein Geld? Daniel, du meinst wohl mein Geld? Als ich dich geheiratet habe, da hattest du doch keinen roten Heller. Aber gut, über so Kleinigkeiten wollen wir wirklich nicht streiten. Du weißt doch, was mein ist doch auch dein. Ach, so läuft der Haus. Und was mein ist, das gehört dann auch einer. Jetzt habe ich einen erwischt. Das geht also tatsächlich ums Geld, ja? Jetzt hören Sie mal, es ist doch vollkommen überflüssig, beleidigende Dinge zu sagen, die einem hinterher leid tun. Der Kommissar wird gleich da sein Und dann schafft er mir endlich die Person da vom Hals. Ja, vor allen Dingen wollen wir hoffen, dass er Verständnis hat für deinen Zustand und dich nicht gleich in eine Heilanstalt einliefern lässt. Ach, so ist das. Ja, ist schon recht, ich habe ihn schon verstanden. Das ist ja nett, dass wir schon im Voraus sagen. Das Irrenhaus, ja? Jawohl, da kommst du nämlich hin, wenn du mich weiterhin nicht wiedererkennen willst. Sagen Sie, Frau Korbach, haben Sie vielleicht einen Ausweis oder Papiere oder sowas? Ja, aber selbstverständlich. Darf ich mal sehen? Papiere, das sind doch wahrscheinlich alles Fälschungen. Bitte schön. Armer Kerl. Jetzt kommt der Kommissar, dann wird das gleich vorbei sein. Ich gehe ihm lieber nach. Seit dieser Zeit behauptet sie mit einer unglaublichen Kaltblütigkeit, doch? Gnädige Frau. Grüß Gott, Herr Kommissar. Es tut mir schrecklich leid, aber es handelt sich hier sicher um ein bedauerliches Missverständnis. Mein Mann hat sie in einer Nervenkrise herrufen lassen, die wirklich vollkommen bedeutungslos ist. Also ich muss Ihnen sagen... Was wird hier gespielt? Ich bin Frau Korbach und bin vor ein paar Minuten nach Hause zurückgekommen. Ja und? Bitte weiter. Ja, Herr Kommissar, sie lügt, sie gibt sich für die Elisabeth aus, jetzt verhaften Sie es. Seien Sie doch stark und setzen Sie einer hin. Sie zittert ja wie Espenlaub. Ja, tu, was der Kommissar dir sagt. Am besten wäre es natürlich, wenn du dich ein bisschen hinlegen würdest, Liebling. Ich verbiete Ihnen, Liebling zu mir zu sagen. Daniel, ich bitte dich, hör doch endlich auf, du verschlimmerst doch nur deine Lage. Ich habe es fürs Beste gehalten, Sie anzurufen, Herr Kommissar. Ja? Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich bin der neue Pfarrer von St. Quirin. Ach so, ja, ich hatte noch keine Gelegenheit, Sie kennenzulernen, Herr Pfarrer. Also? Der arme Kerl, er kennt seine Frau nicht mehr. Der erkennt seine Frau. Jetzt soll's einmal alle sehen, wie meine Frau ausschaut. Was suchen Sie denn da? Fotos. Fotos von mir und von meiner Frau. Was sind denn die Fotos? Herr Pfarrer, Sie haben doch da vorhin was aus der Schublade genommen. Ja, das ist so die Kolonne. Sie haben mich ja selber darum gebeten. Sie sind der Helfershelfer dieser Person. Wo sind meine Fotos von mir und von meiner Frau in Venedig? Wo sind sie? Sie werden doch nicht sagen, dass ich Ihre... Also bitte, Daniel, ja? Jetzt lass den Herrn Pfarrer aus dem Spiel. Der hat doch wirklich mit unserer unzähligen Geschichte nichts zu tun. Ihr steht alle zwei unter einer Decke, ihr seid alle zwei Verbrecher. Darf ich jetzt auch mal was sagen, meine Herrschaften? Das ist ein Dienstausweis und keine Eintrittskarten für den Zirkus. Ich bin seit 10 Jahren Polizeikommissar und lasse mich nicht an der Nase rumführen. Wenn mich hier einer von Ihnen auf den Arm genommen hat, dann soll er sich jetzt entschuldigen. Aber gleich, bevor es spät ist. Also, Ihre Frau ist Ihnen davongelaufen und wie sie wiederkommt, ist sie nicht mehr dieselbe. Bitte, was soll das heißen? Nein, Herr Kommissar, diese Frau ist nicht meine Frau. Gut. Lassen Sie mich bitte mit Herrn Korbach allein. Herr Pfarrer, möchten Sie bitte erklären... Der Herr Pfarrer wird sich erklären, wenn er drankommt. Bitte gehen Sie alle beide. Kommen Sie, Herr Korbach. Herr Kommissar. Moment. Meier, Ja, Herr Kommissar. passen Sie bitte auf, dass niemand das Grundstück verlässt, gell? Jawohl, Herr Kommissar. Ja. Was wollten Sie sagen? Also, Herr Kommissar, nur mal ganz vorn anzufangen. Vor ungefähr einer halben Stunde. Erst, Sie waren gerade weggefahren. Ich sitze da, wo Sie jetzt sitzen und hab mir noch was zum Trinken eingeschenkt. Da kommt dieser... Hört Sie darauf? Nein, natürlich nicht. Na, fangen wir halt wieder von vorn an. Was? Ihren Personalausweis bitte. Schon wieder mal. Ja, was sein muss, muss sein.
Bitteschön. Sie heißen Daniel Korbach und sind geboren am 28. September 1950 in Richtig. Traunstein. Richtig. Ihr Strafregister? Sauber und unberührt, Herr Kommissar, jetzt glauben Sie mir doch, wenn Ja, regen Sie da nur nicht auf, ich glaub's Ihnen schon. Also bitte weiter. Naja, wie Sie bereits wissen, habe ich heuer im Sommer eine zauberhafte Frau geheiratet, Elisabeth Marquardt. Naja, und jetzt ist die Sache so, Dass sie Ihnen davongelaufen ist und wie sie wiederkommt, wollen Sie sie nicht mehr zu sich aufnehmen. nein, die Frau ist nicht meine Frau. Sie sagt's, aber sie liegt. Aber ich bitte Sie, warum sollte die Frau so tun, als wäre es eine andere? Bloß wegen Geld? Ja, natürlich. Wieso? Sind denn Sie so reich? Ja, so reich. Ich hab zum Leben ganz gut sogar. Haben Sie ein größeres Bankkonto? Nein, das habe ich nicht. Oder erwarten Sie eine Erbschaft? Nein, auch nicht. Das heißt, Moment einmal, meine Frau hat mir mal erzählt, einer von ihren Onkeln war Millionär und schwer krank. Aha. Ja. Und ist der vielleicht in der Zwischenzeit gestorben, dieser Herr Onkel? Das glaube ich nicht. Ich meine, ich weiß nichts Genaues. Ach so, ja, dann wird die Sache natürlich bedenklich. Ne? Ja, eben, Herr Kommissar, wenn dieses Weibsbild erst einmal meine Frau ist, ja, dann hat sie es bestimmt auch ganz schnell geschafft, dass sie meine Witwe wird. Ein kleiner Unfall oder irgendwas. Ja, und dann hat es freie Hand. Herr Kommissar, die echte Elisabeth muss hergeschafft werden, und zwar so schnell wie möglich. Völlig richtig, aber wo soll man sie hernehmen? Das weiß ich auch nicht. Herr Korbach, ich will ja nichts lieber als Ihnen glauben können. Aber jetzt gehen Sie mal ins Schlafzimmer auf, ruhen Sie sich ein bisschen aus und schicken Sie mir dabei Ihre Frau zum Verhör. Nein, ich bin nicht müde. Ich möchte da bleiben, Herr Kommissar. Ich möchte miterleben, wie die Reihe fällt. Ach so. Ja, dann fangen wir jetzt erst mit dem Pfarrer an. Herr Pfarrer? Ja, bitte. Bitte schön, kommen Sie rein. Bitte nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, aber es ist halt wegen meinem Bericht. Haben Sie Ihre Ausweispapiere bei sich? Ja, selbstverständlich. Danke. Sie können auch im Ordinariat in München anrufen. Dazu ist später immer noch Zeit. Nein, Herr Kommissar, machen Sie es gleich. Glauben Sie mir, es ist gescheiter. Wollen Sie mir sagen, was ich zu tun habe? Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie mein Misstrauen, Herr. Ja, das ist verständlich. Sie üben ja nur im Beruf aus. Der Arme hat völlig den Kopf verloren. Aber so habe ich meinen Kopf nicht verloren, dass ich nicht merke, dass Sie kein echter Pfarrer sind. Herr Korbach, jetzt befehle ich Ihnen dienstlich, halten Sie Ihren Mund. Also, ich rufe jetzt einmal im katholischen Pfarramt in Tegernsee an. Den Pfarrer kennen Sie doch, oder? Selbstverständlich. Ich bin ja mit ihm befreundet. Er hat mir die Stelle da in St. Querin zugebracht. Das werden wir dann schon sehen. Hallo? Ist der Pfarrer selber am Apparat? Grüß Gott, hier ist Kriminalkommissar Feicht am Wiesbach. Ja, danke. Und Ihnen? Ja, ich führe hier eine kleine Untersuchung durch und bei mir ist der Pfarrer Vogel, der... Ah, Sie kennen ihn also. Aha. Kann ich heute Abend mal bei Ihnen vorbeikommen? Störe ich wirklich nicht? Gut, also dann, bis heute Abend. Wiederschauen, Wiederschauen. So, Herr Pfarrer, jetzt erzählen Sie mal, was Sie wissen. Ja, das ist nur sehr wenig. Die Frau Korbach wollte wieder zurück in ihr Haus. Hat aber Angst gehabt vor einem Streit mit ihrem Mann. Hat sie mich gebeten, sie zu begleiten. Wie wir hergekommen sind, wollte Herr Korbach sie nicht ins Haus lassen. Schrien hat alles sei nur Lug und Betrug. Zunächst habe ich geglaubt, er war sprachlos. Bis ich draufgekommen bin, dass der Herr Korbach ein bisschen, An Gedächtnisschwund leidet. Hier. so wird's wohl sein, bedroht hat uns alle zwei. Rauswerfen hat er sie wollen, seine Frau. Die Ernst ist vollkommen verzweifelt. Und Sie glauben also, dass diese Frau tatsächlich die Frau Korbach ist? Tja, da besteht auch nicht der leiseste Zweifel. Ich habe sie vor 10 Tagen kennengelernt. Herr Kommissar, die Aussage fechte ich an, das ist eine Lüge, das ist ein abgekartetes Spiel. Bei dem Zindel läuft da alles wieder am Schnürl. Jetzt habe ich aber genug von Ihrer Beleidigung. Wie schon lang? Herr Korbach, gegen klare Tatsachen und formelle Zeugenaussagen haben Sie nichts vorzubringen als wieder Geschrei. Herr Pfarrer, jetzt holen Sie mir mal bitte die Frau Korbach rein. Dankeschön. Und Ihnen sage ich eins, noch ein grobes Wort, dann können Sie mich kennenlernen.
Dann können Sie schauen, wie Sie sich allein da rauswurzeln. Ja, ich sag ja schon nichts. Herr Kommissar, bitte. Bitte setzen Sie sich. Danke. Es ist etwas finster geworden. Haben Sie da was dagegen, wenn ich das Licht anknipse? Lassen Sie mich das machen. Wo ist denn der Schalter? Oberhalb der Treppe, auf der linken Seite. Etwas kühl finde ich es. Herr Pfarrer, würde es Ihnen was ausmachen, die Heizung etwas aufzudrehen? Draußen in der Küche unter dem Zähler ist ein roter Handgriff. Den brauchen Sie nur aufdrehen. Aber gern. Und bei der Gelegenheit, im Eisschrank steht noch eine Flasche Orangensaft. Und in dem roten Kästchen darüber habe ich eine Flasche Gin versteckt. Wären Sie so nett? Mach ich gern. Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. So, Herr Kommissar, bitte sprechen Sie. Sie kennen sich aber gut aus im Haus. Wundert Sie das? Ich möchte jetzt etwas von Ihnen hören über den Streit unmittelbar vor Ihrem Weggehen. Ja, Herr Kommissar, es tut mir schrecklich leid, dass es dazu überhaupt gekommen ist. Ich weiß, ich hätte nicht weggehen dürfen, aber ich wäre doch niemals auf die Idee gekommen, dass mein Weglaufen hier ein solches Durcheinander anrichten könnte. Haben Sie Ihre Ausweispapiere bei sich? Ja, aber selbstverständlich. Bitte. Ausweispapiere, die sind doch wahrscheinlich gefälscht. Das ist doch nicht Herr echt. Korbach, ich muss schon bitten, ja? Absolut echt. Ist nichts daran auszusetzen. Herr Kommissar, wissen Sie, warum die Papiere so echt aussehen? Nein. Ganz einfach, weil sie eben echt sind. Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass Sie mir nur ein paar Stunden etwas vormachen können, wenn Ihre Angaben nicht stimmen. Wir verfügen über die nötigen Mittel und Wege, das nachzuprüfen. Außerdem können wir Aufrufe verbreiten lassen über Presse, Fernsehen und Rundfunk. Ja, Herr Kommissar, das ist eine ausgezeichnete Idee. Das würde ich sofort veranlassen. Danke für Ihren Rat. Bitte schön. Haben Sie Ihr Scheckbuch? Ja, selbstverständlich habe ich ein Scheckbuch, nur leider sind mir die Schecks ausgegangen. Ich müsste morgen erst nach Tegernsee auf die Bank und mir neue besorgen. Was? Sagen Sie mal, haben Sie einen reichen Verwandten, der schwer krank ist? Ja, warum fragen Sie? Ach, jetzt verstehe ich erst. Herr Kommissar, ich bin Elisabeth Korbach. Ich wohne hier. Ich habe Sie freundlich, nett und höflich empfangen. Aber bitte, bitte treiben Sie es nicht so weit, als mir das noch leid tun müsste. Das da hat ein Beamter von mir im Briefkasten unten an der Straße gefunden. Der Brief ist adressiert an Frau Elisabeth Korbach, geborene Marquardt, und kommt vom Notariatsbüro Enders, Bad Reichenhall, an Frau Korbach. Ja, das bin ich. Also bitte, geben Sie mir meinen Brief. Also das geht doch wirklich zu weit. Herr Kommissar, wenn Sie mir jetzt nicht sofort meinen Brief aushändigen, dann werde ich in München im Polizeipräsidium anrufen und werde gegen Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde erheben. Sie haben weder den Auftrag noch die Ermächtigung dazu. Also geben Sie mir bitte meinen Brief. Was steht denn drin? Ach, woher soll denn ich das wissen? Ich verspreche Ihnen, dass Sie ihn lesen dürfen. Wir machen ihn morgen gemeinsam auf, vor dem Staatsanwalt. Gut. Sie wollen es wirklich nicht anders. Und wenn ich ihn aufmache? Sie haben doch Vertrauen zu mir. Sie? Ja. Na, Herr Kommissar, der Brief darf nicht in Ihre Hände fallen. Die Frau ist nicht meine Frau. Ja, dann beweisen Sie es doch, Herrschaftszeiten. Ja, ich werde es Ihnen beweisen. Ich werde ihr ein paar Fragen stellen, auf die was keine Antworten weiß. Fragen? Was denn für Fragen? Fragen über uns. Also gut. Wenn es dich beruhigt und den Herr Kommissar überzeugt, dann bin ich gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Aber bitte, bitte nehmen Sie nach all diesen Aufregungen ein bisschen Rücksicht auf mein Gedächtnis. Jammern Sie nicht schon vorher wegen Ihrem Gedächtnis. Also, auf geht's, Herr Korbach. Also, wo sind wir beide getraut worden?
In Kienberg, in einer kleinen Dorfkirche. Das ist nähe Chiemsee, bei Trostberg etwa. Datum? 10. Juni. Wochentag? Donnerstag. Was für Uhrzeit? 10:30 Uhr vormittags. Mit welchem Zug sind wir nach Venedig gefahren? Wir fuhren zuerst mit dem Auto. Und zwar bis zu Bekannten von mir. Dort haben wir den Wagen stehen gelassen und sind dann weitergefahren mit dem Schiff. Und zwar auf der Marie Christine II. Welche Kabine? Nummer 8, Wo erste sind wir Klasse. in Venedig abgestiegen? Im Regina. Also, Herr Korbach, Ihre Fragen sind kindisch. Sie müssen sich schon persönlichere Fragen einfallen lassen. Fragen, auf die man nicht so gefasst sein kann. Ja, richtig. Mit welcher Reiseagentur sind wir durch die italienischen Städte gefahren? Wissen Sie, Tickets hat nämlich meine Frau gekauft. Agentur Marcello am Marktplatz. Und wer heißt der Bekannte, der uns das Haus zur Verfügung gestellt hat? Das weiß doch ich nicht. Den Namen hast du mir nie genannt. Doch. Ach ja, doch, natürlich, richtig. Moment, wart mal. Hans Bernhard heißt er. Glauben Sie, dass Sie damit was erreichen, wenn Sie so weitermachen? Ja, auf alle Fälle. Eine Frage noch. Und auf die weiß keine Antwort. Die Antwort weiß nur ich. Und ich kann sie Ihnen beweisen, Herr Kommissar. Also, ich habe am Körper eine große Narbe. Wo? Na? Ja, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, was du meinst. Wenn Sie meine Frau sind, dann müssen Sie wissen, dass ich mich als Kind beim Spulen verletzt habe und dass davon eine sehr große Narbe zurückgeblieben ist. Also wo? Also mir ist im Moment jetzt gar nicht gut. Möchten Sie vielleicht was Kräftiges trinken, Frau Korbach? Vielleicht ein Glas Weißwein mit ein paar Tropfen Rum und Zitrone? Ach, natürlich. Ach, Liebling, entschuldige deine Narbe. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber selbstverständlich, auf der linken Brust oben. Herr Kommissar, der hat ihr ein Zeichen gegeben. Der hat nämlich vorher meine Narben gesehen, wie er mich frisch gemacht hat. Sie, Herr Pfarrer, ich möchte mir gern das Stärkungsmittel, möchte mir gern notieren, das schreibe ich nicht dabei auf die Zigaretten. Na, der hat ja... Was war das gleich? Rum, Zitrone und Weißwein. Weißwein. Der hat sie urteilt. Das werde ich mir merken, das ist ein gutes Mittel. Oh, jetzt ist es aber wirklich schon spät geworden. Herr Kommissar, darf ich Sie zum Abendessen einladen? Leider nicht, ich werde zu Hause erwartet. Schade. Und ich schaue dann morgen wieder vorbei. Schönen guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, ich gehe gleich mit Ihnen. Ja, gerne, Herr Kommissar. Herr Kommissar, Ja, Sie haben meinen Brief vergessen. ach so, entschuldigen Sie. Moment, das ist der falsche. Da haben wir. Nein, Herr Kommissar, geben Sie mir nicht. Bitte, lesen Sie. Ich? Ja. Lesen. Und teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Onkel Herr vom Stein vor einem Monat verschieden ist. Bitte ich Sie, in mein Büro in Bad Reichenhall baldmöglichst vorzusprechen wegen der Testamentseröffnung. Die haben das gewusst, Herr Kommissar. Behalten Sie ihn. Ja, warum? Was soll ich damit anfangen? Vielleicht auf seine Echtheit überprüfen lassen. Die Identität des Notars steht fest. Von der Erbschaft habe ich gewusst. Das ist übrigens das Einzige, was ich gewiss weiß in der ganzen Angelegenheit. Herr Kommissar, jetzt bleiben Sie aber bitte schön da, weil die Frau ist im Stand und lasst mich verschwinden. Unfall, Selbstmord, Irrenhaus oder sonst irgendwas. Also, Herr Kommissar, ich bitte Sie, meine Ausweise, meine Papiere, meine Antworten auf seine Fragen, zählt denn das alles nichts? Doch. Beruhigen Sie sich nur und geben Sie immer Schlafmittel. Darauf können Sie sich verlassen. Gut, dann verhandeln wir morgen weiter. Morgen bin ich wahrscheinlich tot, Herr Kommissar. Also, Herr Kommissar, ich mache mir wirklich Sorgen um meinen Mann. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie ihn mitnehmen. Ja, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich meine, wegen seinen schlechten Nerven und seinem schwachen Herz. Ich und herzkrank, das ist schon wieder eine Lüge. Aber Daniel, ich bitte dich. Wo alle Tatsachen gegen Sie zeugen. Also, ich bin schon viel zu lang da. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Kommissar, jetzt hören Sie doch bitte schön, bleiben Sie da. Gleich geht's weiter.
Herr Kommissar schon fort? Nein. Liebling, ich habe dir einen Whisky eingeschenkt. Nein. Ich mag keinen Whisky und ohne Eis schon gleich gar nicht. Gut, dann hole ich dir eben welches. Was wollen denn Sie noch da herin? Schauen Sie, dass Sie rauskommen. Sie sollten sich hinlegen, lieber Freund. Herr Pfarrer, möchten Sie vielleicht noch einen Schluck trinken, bevor es ging? Ja, gern, danke. Ist der Herr Kommissar schon weggefahren? Na, der bespricht noch was mit seinen 2 Beamten. Ha, Herr Pfarrer, Sie haben schon was zu trinken? Ja, danke. Ja, ich habe ja mein Glas gegeben. Was? Was, du hast sein Glas getrunken? Ja, warum ist was denn? Um Gottes Willen, ich hab doch... Schnell, verschwinde durch die Küche. Der Kommissar, komm mal rein. Der Kommissar Schneider, der Pfarrer vergiftet da. Wo ist denn Ihr toter Pfarrer? Jetzt bin ich erledigt. Morgen Mittag weiß ich die Wahrheit. Entweder sind Sie sehr gerissen oder Sie sind total verrückt. Auf alle Fälle gehört einer von Ihnen beiden hinter Schloss und Riegel. Daniel, der Herr Kommissar ist soeben vorgefahren. Guten Morgen, Frau Korbach. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen, Herr Korbach. Na, wie geht's Ihnen heute? Jetzt möchte ich gerne ein paar Minuten mit Ihrem Mann allein sprechen. Gut, dann lasse ich Sie eben mit ihm alleine. Ja, das soll kein Befehl sein, aber Ich habe sowieso noch ein paar Besorgungen zu machen. Darf ich Ihnen einstweilen was zu trinken anbieten? nein, danke, ich trinke nie im Dienst. Im Dienst? Ich habe geglaubt, Sie kommen heute als Freund zu meinem Mann, weil Sie gestern so viel Mitleid mit ihm hatten und vor allen Dingen so viel Geduld. Der Herr Korbach ist mir sehr sympathisch. Das freut mich. Dann darf ich Ihnen wenigstens eine Tasse Kaffee anbieten. Tja, jetzt haben Sie mich doch überredet. Aber wenn Sie gestatten, ich hätte gern dieses Spezialgetränk da. Was war das gleich? Rum, Zitrone und Weißwein. Gerne. Hoffentlich schmeckt es Ihnen auch. Na, haben wir eine unruhige Nacht gehabt? Ich habe irgendwas getrunken und das hat mich völlig umgeworfen. Das ist vielleicht ganz gut so. Sie haben sich ausgeruht und ich habe mich dabei mit Ihrem Fall befasst. Ja und? Sehen Sie jetzt endlich alles mit anderen Augen? Ich will ganz offen sprechen. Es gelingt mir nicht, auch nur ein einziges Argument herbeizubringen, dass diese Frau nicht Ihre Frau ist. Weil die Bande stärker ist als ich. Auch stärker als Sie, Herr Kommissar. Schmarrn. Ich möchte Ihnen ja gern glauben. Aber Herr Korbach, fangen es nicht wieder an, so wie gestern Abend von einer nur in Ihrer Fantasie bestehenden Pfarrersleiche zu reden. Wollen Sie einen Rat? Ja, Wollen Sie den Rat auch befolgen? blindlings. Dann tun Sie so, als hätten Sie sich mit der Situation abgefunden. Ja, ist in Ordnung. Gut, werde ich machen. Ich werde ganz ruhig und ganz entspannt sein und werde vielleicht einen Spaziergang machen, ein bisschen frische Luft schöpfen. Aber Herr Kommissar, Sie müssen ein paar Mal am Tag zu mir raufkommen. Das verspreche ich Ihnen. Außerdem haben Sie ja ein Telefon. Ne? Ja, ja. Also wenn ich aus der Situation jemals noch mal rauskomme, dann verdanke ich das nur Ihnen, Herr Kommissar. Ist schon recht. Das ist ja schließlich mein Beruf. Nicht? Herr Kommissar, Entschuldigung, ich habe Sie etwas warten lassen. Oh, danke schön. Bitte schön, zum Wohl. Hier. Na, Schmeckt herrlich. Herr Kommissar, und mein Mann? Ich habe ihm ins Gewissen geredet und er hat versprochen, dass er vernünftig ist. Das freut mich aber sehr. Und Sie kommen doch so oft wie möglich zu uns. Ja, wenn Sie da sind, dann ist mein Mann wie verändert. Dann ist er so ruhig. Ich will es versuchen.
Soll ich einen Arzt kommen lassen? Nein, wenn ein Arzt geholt werden muss, dann besorge ich ihn und bringe ihn auch gleich mit. Gut, also dann. Wiederschauen. Moment noch. Bitte? Sagen Sie mir doch bitte die Adresse von Ihrer Münchner Wohnung. Gerne. Das ist München, München, Obermenzing, Obermenzing, Clemens-Kraus-Straße, Nummer 5. Clemens-Kraus-Straße, Nummer 5. Dankeschön. Bitte schön. Wiederschauen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiederschauen. Euer Netz ist ja sehr fein gesponnen. Aber früher oder später komme ich raus, verlassen Sie ihn drauf. Sicher, Liebling, ganz sicher. Ihr habt nämlich eine winzige Kleinigkeit vergessen. So? Das Unvorhergesehene, über das alle Verbrecher stolpern. Die Zeit, die arbeitet für mich. Du hast sicher recht. So, und jetzt gehe ich ins Dorf und mache ein paar Einkäufe. Was möchtest du denn gern heute Mittag essen? Irgendwas Kräftiges, weil ich habe jetzt einen harten Kampf vor mir. Gut, dann mache ich dir ein schönes, kräftiges Steak. Und als Nachspeise, da versuchen wir es mal mit Omelette und Pilzen. Grüß Gott, die Herrschaften. Haben Sie für den alten Seehecht nicht ein bisschen was Nasses zum Inhalieren? Bitte nicht alle auf einmal sprechen. Das klang mir schon mal. Ui, da ist ja was. Aha. Meinen verbindlichsten Dank, die Herrschaften. Was machen denn Sie da, Herrin? Wer sind Sie und was wollen Sie? Oh, entschuldigen Sie. Zuerst einmal grüß Gott, der Herr. Seehecht werde ich heißen, Seehecht. Bin Kunstmaler vom Beruf, wissen Sie. Und da sitze ich gerade auf einem Baumstumpf drunten, gell? Und tu mein Frühstück inhalieren. Und auf einmal rutscht mir doch meine Steinheckerflasche aus der Hand, kugelt über den Berg runter, in 1000 Scherben. Das ganze schöne Gesüß beim Teufel. Ne? Ja, und da specht ich durch die Baum durch. Ihr Heisel da, haben wir den Seehechtel, da hechtelst du jetzt gleich über. Ne? Ja. Vielleicht kann ich etwas Nasses einkaufen oder das Leier nehmen, gell? Ja. Haben Sie keinen Schnaps? Nein. Ich weiß schon. Ist Großkopf und ihr sauft keinen Schnaps. Und Wein da die verjahren. Nein, bitte jetzt. Na, ich weiß schon, Sie halten mich für einen Langstreicher, gell, für einen Schmarrn. Gammler, ja. Dabei bin ich ein Kunstmaler, ne? Jawohl, Brandl-Paul ist mein Name, das ist ein sehr Brandl-Paul, ja. Seehecht werde ich genannt. Das ist bloß so ein Spitzname von mir, gell, ja. Mein Ausweis, den habe ich für schon viele Jahre, ja. Das Leben hat mich hart geschlaucht, ja. Die Weiber. Die Blutsweiber, gell, ja. Wem sagen Sie denn das? Können Sie einen raus, dann verstehen Sie mich ja, gell. Haben Sie keinen Schnappbrunnen? Ja, bitte nehmen Sie noch was, aber lassen Sie mir mal in Ruhe. Mit dem Preis, da wir uns schon einig werden. Nein, Moment, bleiben Sie da. Nehmen Sie, gehen Sie zu, trinken Sie irgendwo was auf mein Wohl. Neu. Sehr neu, das muss ich sagen. Dass bei den Weibern immer ein Glück haben. Ja, danke schön. Da drauf trinken, gell? Jawohl. Oha. Da müssen Sie einen Verdacht haben. Ja, das ist ja auch blau. Nein, behalten Sie nur, aber bitte gehen Sie jetzt und lassen mich in Frieden. Ein Hunderter habe ich seit dem letzten Sommer nicht mehr gesehen. Ja, das war damals eine leichte Arbeit für mich, gell? Habe ich mit einem Spezi teilen müssen, am 50er für den jeden. Ganz eine leichte Arbeit, gell? Ausweis herzogen, einen Namen reinschreiben in ein Register, alles zeigen und dann war alles erledigt. Also nichts für ungut. Genau, geh wieder, habe ich wieder. Moment, bleiben Sie mal da. Mal? Schauen Sie mir mal an. Was wollen Sie? Haben Sie mal ein Vollbad gehabt? Vollbad kommt immer auf die Jahreszeit an, ja.
Die 100 Mark in dem Sommer, haben Sie die vielleicht verdient? Hä? Nein, das waren Sie nicht. Was? Aber trotzdem, Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Sagen Sie mal, können einer Sie nicht an mich erinnern? An einer? Sie, jetzt passen Sie mal auf. Wenn ich einer so anschaue, das Gesicht dann kommt mir irgendwo ein bisschen bekannt vor. Ja, aber ich will ja nicht beeinflussen. Ja? Sie müssen ganz allein selber draufkommen. Jetzt sitzen Sie ja zuerst einmal hin. Da auf dem Polster Ja, sitzen Sie nicht. Nein, da sitzen wir nicht, lieber nicht. Ne? Doch, sitzen Sie ja nur hin. Ja, wenn Sie meinen. Ja, gut. So. Und jetzt passen Sie auf. Wenn Ja. Sie mich wiedererkennen, dann kriegen Sie von mir was Sie sehen lassen kann. Feingrad? Wenn ich es Ihnen doch sage. Na, kenne ich einer sofort wieder. Also. Ja. Jetzt passen Sie mal auf. Wo könnte Sie Ihr Gesicht schon mal gesehen haben? Jetzt passen Sie mal auf, lassen Sie mich mal überlegen. Ihr Gesicht, helfen Sie mir heute ein bisschen drauf. Nein, das war Beeinflussung. Der Beweis muss von Erna kommen. Jetzt schauen Sie mich heute einmal genau an. Ja, ich schaue ja ununterbrochen. Ja, wo könnte Sie das Gesicht gesehen haben? Passen Sie Das auf. Gesicht. Sie wohnen doch nicht da am See, oder? Nein, ich komme in ganz Bayern umeinander. Ich suche immer Motive, gell? Genau. Und wo waren Sie heuer im Sommer? Heuer im Sommer. Heuer im Sommer, wo war, da war ich am Chiemsee. Ja. Und dann sind wir rum auf Wasserburg. Und da. Oha, jetzt bin ich da beim Tosee. Ja, freilich. Sie sind der Bräutigam, wo wir einen Zeigen gemacht haben, gell? So eine große Blonde was, Aber gell? es statt, dass uns ja nicht mehr hört. Warum haben Sie einen Hasen da? Na, aber der Pfarrer kann sie irgendwo versteckt haben. Der Pfarrer? Ja. Du hast ein bisschen Konkubinadeln. Harko, bist du ein Passi, das sag ich dir, gell? Was für nicht weit her mit der großen Liebe, ha? Damals seid ihr benannt Kind wie Turteltauberer. Passen Sie auf, ich kann Ihnen das jetzt nicht genau erklären. Ja. Aber Ihre Zeugenaussage ist für mich von größter Wichtigkeit. Die macht nämlich sämtliche Pläne von der Bande zunichte. Was meinen Sie? Hören Sie mir zu. Ja? Sie bleiben da sitzen und sagen kein Wort von der ganzen Geschichte. Sie sind doch ein Kunstmaler, oder? Ja, freilich. Also, dann malen Sie jetzt gleich mal mein Porträt. Fangen Ja, Sie an. Sie muss Ihnen gleich was sagen, ich bin ein bisschen aus der Übung, gell? Das sag ich. Ja, das spielt keine Rolle. Jetzt fangen Sie nur mal an. Ja, wenn ich meine, ne? Passen Sie auf. Dann fangen wir halt an, ne? Passen Sie auf, es kann jeden Moment eine Dame reinkommen. Aha, eine Trutscherl, gell? Nein. Oder eine zweite Frau? Ja, meine zweite Ah, ich Frau. hab ja schon, geht schon in Ordnung, Sie ja. dürfen auf keinen Fall sagen, dass Sie mein Trauzeuge gewesen sind. Haben Sie mich verstanden? Das ist lebenswichtig. Sie haben mich vorher nie gesehen, ich habe Erna vorher nie gesehen. Sie zeichnen und aus. Hab ja schon, ich bin noch nicht deppert. Die jetzige ist eifersüchtig auf die erste, gell? Ja, so ist es. Ja, Aber ja. hören Sie mir zu. Ja. Wenn das alles klar geht und Sie Ihren Mund halten, dann kriegen Sie von mir 1000 Mark. 1000 Mark? 1000 Mark. Für das Porträt? Für dieses Porträt. 1000 Mark. Da hat der Picasso nicht einmal für eine Stunde gekriegt, 1000 Mark. Ja, jetzt zeichnen Sie mir. Ja. Hallo Polizei? Ja, geben Sie mir einen Herrn Kommissar Feichner. Moment, was hat denn das zu Das bedeuten? sind Stadt, ich erklär's Ihnen. Sie, Moment, gell, ich stehe für gut mit der Polizei, gell? das glaub Ganz gut, ich hab sogar den ersten Preis von der Stadt Deckendorf gekriegt, gell? Und dann einen Führerschein hab ich vorher einen Führerschein. Und im Krieg war ich auch bei der Infanterie mit dem Fürst Heidenberg vom vielen Laufbahn. Ich sag's ja noch. Ja, hallo? Was? Ah, der ist nicht da. Dann richten Sie ihm doch bitte schön was aus. Korbach ist hier. Ja, sagen Sie ihm, er soll so schnell wie möglich zu mir raufkommen. Ich habe jetzt den Beweis, den er sucht. Korbach, ja. Gut, Dankeschön. Wiederhören. Hey, hallo? Jetzt sind Sie mir aber eine Erklärung schuldig, gell? Jetzt haben Sie halt bitte schön Vertrauen zu mir. Passen Sie auf. Ich bin das Opfer von Verbrechern. Und um dass ich von denen loskomme, brauche ich einen Zeugen, der meine Frau kennt. Die erste. Ja, die erste. Die erste. Sie, sagen Sie mal, war das ein Witz mit den 1000 Mark? Nein, das war kein Witz. Glauben Sie mir's, für mich ist die Sache noch viel mehr wert. Ja. 1000 Mark für eine kaputte Schnapsflasche. Und jetzt sind Staat und Zeichnen's und wenn der Kommissar kommt, dann können Sie eine Aussage machen. Kommissar, komm das erste Mal mit der Polizei in ein gutes Verhältnis, gell? Sie, da fällt mir gerade was ein. Sie haben doch hoffentlich nicht bei weiß Gott wie viel Hochzeiten einen Trauzeugen gemacht, oder? Sie können sich doch an meine Frau genau erinnern. Ja, aber selbstverständlich. Wie hat's denn ausgeschaut? Beschreiben Sie mir's mal ganz genau. Ja, also das war also eine große, blonde, eine hellblonde, gell? Mit so einem Stupsnasserl hat's gehabt, ja. Unter uns gesagt, ein bisschen hochnäsert war's schon, gell? Ja.
Das macht ja doch jetzt nichts mehr aus, jetzt haben sie ja andere, das ist ja wurscht, gell? Hey, Elisabeth. Ja. Ich arbeite an Stadt und zeichnen's weiter. 1000 Mark für eine kaputte Schnapsflasche, wenn das weiß, hätte ich 2 zusammengehauen. Ja. Aber wenn ich dran denke, dass ich einer ohne Vollbart bald nicht kennt hätte. Ein Kunststück, weil sie mich nicht angeschaut haben in der Kirche, weil sie so verliebt waren, ne? Ihr seid ja beieinander, kennt wie Türkeltauberer, ne? Sie, apropos Kirche, was ist denn eigentlich aus dem zweiten Trauzeugen geworden? Ach so, Sie meinen einen lang haxerten Schorsche. Ja, genau, so ein großer Magerer, was genau, ja. Ist ein Basi gewesen, gell? Was aus dem geworden ist? Ui, der ist ganz runtergekommen. Wieso? Naja, der war für das freie Künstlerleben nicht geschaffen. Der hat das Arbeiten angefangen. Psst, sind Stadt, ich glaube, jetzt kommt jemand. Ja, was ist denn hier los? Wer ist denn der Mann? Seehecht werde ich genannt, Seehecht. Kunstmaler bin ich vom Beruf, ja. Ich mal gerade das Bild da von einem Dings da, von einem Herrn Gemahl, ne? Ja. Tatsächlich? Ja, mich beruhigt's und der Mann verdient ein bisschen Geld. Und? Ist ja tadellos. Naja, der war noch gar nicht fertig. Da müssen Sie mal schauen, wie das ausschaut, wenn ich mal ganz fertig bin damit. Und wenn Sie Zeit haben, nachher, dann kann ich einer Feier noch malen, gell? Oder haben Sie Kinder? Kinder, weil auf Kinderbeuteln, da bin ich spezialisiert. Nein, Kinder haben wir leider keine. Das heißt, noch nicht. Habt ihr keine Zeit gehabt, gell? Hat's Ihnen denn mein Mann nicht erzählt? Wir sind doch erst seit 3 Monaten verheiratet. Oder haben Sie gar nicht über mich gesprochen? Ja, wissen Sie, meine Frau, das ist ja so, also meine Kunden dürfen während der Sitzung kein Wort reden. Ja, sieh, da war ich mal voriges Jahr in der Riviera drunten, gell, bei den reichen Leuten, da habe ich so eine reiche Gräfin, habe ich da abzeichnet, gell, ja. Die hat ununterbrochenen Schnabel aufgehabt, wie ein Papagei, gell. Na, wie gesagt, gnädige Frau, wenn Sie es nicht bitte sofort Ihren Schnabel halten, dann muss ich Ihre ganzen Falten mitzeichnen. Hätten Sie sagen sollen, die war auf einmal da gesessen, wie ausgestopft. Naja, also dann zeichnen Sie ruhig weiter und passen Sie auf, dass mein Mann nicht allzu viel spricht. Kann ich was für dich tun, Liebling? Nein. Und Sie? Möchten Sie was trinken? Haben wir sofort, gnädige Frau. Einen Cognac? Oh, Sie beschämen mich. Ich schenke Ihnen gleich ein. Ja, das war mir recht, ja. Daniel, war der Herr Pfarrer schon da? Na, und der braucht sich ja gar nichts hängen lassen. Bitte schön, Oh, zum Wohl. danke, milady. Sie, die zweite gefällt mir vielleicht besser wie die erste. Ja, das schon. Ja. Wissen Sie, weil die große Blonde da, die hellblonde, gell? Da, wo ich den Trauzeichen gemacht habe, da in dem Kirchel in Kimberg. Jetzt sind Sie da halt einmal... Warum sprechen Sie denn nicht weiter? Ich hab schon bloß für mich so ein bisschen dahin geredet, hab mich selber unterhalten mit meiner Frau. Ja. Wo haben Sie denn geheiratet? In Kimberg. Sag mal, Liebling, hast du telefoniert? Na, Ja, warum steht dann der Apparat am Boden? ich weiß nicht. Warum siehst du eigentlich unaufhörlich auf die Uhr? Erwartest du noch Besuch? Na, Was? Besuch? Kommt Besuch? Und dann wird es Zeit, dass ich gehe. Ein Besuch bleibe ich da. Ja, ist es besser. Kommen Sie ruhig die nächsten Tage noch mal vorbei, ja? Ja, ist schon recht. Ich komme noch die nächsten Tage vorbei. bleib sitzen. Liebling, du kannst doch den Mann nicht zur Arbeit zwingen. Außerdem, Inspiration lässt sich nicht kommandieren. Komm, sei lieb und lass den Mann jetzt gehen, ja? Ich komme in ein paar Tagen wieder vorbei. Gell? Bleibst doch sitzen, lieber Freund. Ach, du hast also Freunde, die ich gar nicht kenne. Aber natürlich, dass ich da nicht gleich darauf gekommen bin. Sie waren ja unser Trauzeuge in Kimberg. Nein.
Ja, das sag ich nicht gleich. Da, wo ich Trauzeuge war, das war so eine große, eine blonde, ja, hellblonde war das. Ja. Schaut, dass die so eifersüchtig auf die andere ist, gell, ja. Das mag schon sein, aber ich habe mir in der Zwischenzeit die Haare färben lassen. Also, meine Frau, das sag ich nicht gleich. Mich können es für nicht deppert machen, gell? Ja. Das ist schade. Solche Menschen sind manchmal lästig. Hoffentlich störe ich nicht. Sie haben Besuch. Dass ein Pfarrer kommt, dann kann ich gehen. Sie bleiben da, das ist doch kein Pfarrer, zumindest kein echter. Oh, mir legst du Maß. Hören Sie auf ihn. Wer sind denn Sie eigentlich? Seehecht werde ich genannt, ich bin Kunstmaler, ja. Kunstmaler. Und gelegentlich Trauzeuge im Kienberg. Jetzt sitzen wir schön drin im Salat. Jetzt tritt das Unvorhergesehene auf den Plan. Wirklich amüsant. Jetzt seid ihr erledigt, ihr zwei. Dieser Mann kennt nämlich meine Frau. Und in ein paar Minuten beschreibt er es an Herrn Kommissar. Den habe ich nämlich alarmiert. Jetzt ist es aus mit eurer Komödie. Ja, und was ist mit mir dabei, ha? Sie bleiben da und warten, bis der Kommissar kommt und dann machen Sie eine Aussage. Haben Sie Kommissar gesagt? Na, da, ich glaube, er kommt sowieso schon. Ja, und gerade schon recht. Na? Wer hat hier geschossen? Mein Mann! Festnehmen. Entsetzlich! Mein Mann schießt auf einen armen, wehrlosen Ich bin Menschen. gerade dazugekommen, habe alles mit angesehen. Der Mann ist sicher geisteskrank. Na, Herr Kommissar, ich hab doch... Sie Narr. Gleich geht's weiter. Herr Kommissar, was wird denn jetzt aus meinem Mann? Sie werden ihn doch nicht wirklich verhaften. Jetzt erzählen Sie mal, wie alles passiert ist, aber bitte in allen Einzelheiten. Ja, gut. Also, der alte Mann hat sich eben angeboten, ein Porträt meines Mannes zu zeichnen. Ich habe dem zugestimmt, weil ich mir gedacht habe, das bringt ihn etwas auf andere Gedanken. Naja, und dann habe ich einen Augenblick das Zimmer verlassen und plötzlich höre ich einen Schuss. Ich stürze herein und da lag der alte Mann schon auf dem Boden und dann kam der Herr Pfarrer bei der Türe herein. Woher stammt der Revolver? Ach, ich weiß es doch nicht. Hat Ihr Mann Sie auch bedroht? Nein. Und Sie? Dazu hat er keine Zeit gehabt, weil Sie gerade gekommen sind. Aber ganz gewiss hätte er uns alle zwei umgebracht. Nehmen wir so fest, Herr Kommissar. Geisteskranke dieser Art kann man nicht frei rumlaufen lassen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Moment. Ja? Am Apparat? Was? Packen Sie es in den Wagen und kommen so schnell wie möglich her damit. Jetzt haben wir den schönsten Saustall. Was ist denn los? Meine Sache. Jetzt erzählen Sie mir mal, Herr Korbach, wie die ganze Geschichte passiert ist. Der alte Seehecht war in Kienberg Trauzeuge bei meiner Hochzeit mit der Elisabeth. Na, und ich habe sie jetzt hergebeten, dass er ihr nicht die Wahrheit sagt. Und die zwei haben ihn umgebracht. Herr Kommissar, die haben meinen Zeugen umgebracht. Liebling, jetzt hör endlich auf, so irres Zeug zu reden, sonst kommst du wirklich noch in eine Heilanstalt. Ja, Moment einmal, der alte Seehecht, der heißt doch mit bürgerlichem Namen Brandl. Hab ich das? Paul Brandl. Ja. Das hat uns der Bürgermeister von Kienberg heute mitgeteilt. Ja, Brandl, das stimmt schon. Ja, aber jetzt ist er tot, jetzt kann er niemand mehr wiedererkennen. Und das Problem bleibt ungelöst. Aber Herr Kommissar, warum soll ich ihn denn umgebracht haben? Weil er vielleicht tatsächlich Ihre Frau wiedererkannt hat und weil ihm das gut in Ihren Kram gepasst hat. Ich wiederhole, dass ich Sie angerufen und hergebeten habe. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Also. Das ist Ihre letzte Chance. Ich habe noch einen zweiten Zeugen. Der wird gleich da sein. Was? Feine Sache, was? Ich habe zufällig in Tegernsee noch einen zweiten Zeugen aufgetrieben. Einen zweiten Zeugen? Das ist ja ganz gut. Ich möchte ihm sofort gegenübergestellt werden. Ja, das können Sie gleich haben. Der Wagen wird jeden Moment da sein. Schauen Sie nur gerade die Gesichter von denen zwei ganz blass sind. Wäre das ein Wunder nach all diesen Aufregungen? Ein irrsinniger Mörder. Bitte schön, sein Start, ja? Wer ist dieser zweite Zeuge? Das werden Sie in ein paar Minuten erfahren. Und der glaubt uns beide zu kennen. Ja. Ja. Gut, in Ordnung, dann warten wir es eben ab. Herr Kommissar, es hat doch alles gegen mich gesprochen. Und Sie haben mich trotzdem nicht im Stich lassen. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, so eine Idee, ein kleines Lichtel, das nie verloschen ist. Aber jetzt ist niederbrennt. Und beim nächsten Luftzug ist aus. Herr Korbach,
wenn Sie mich angelogen haben. Keiner rührt sich vom Fleck. Keiner sagt ein Wort. Den Ersten, der ein Zeichen macht, betrachte ich als schuldig. Herr Korbach, drehen Sie sich rum, Kopf zur Wand. Sie, Herr Pfarrer, bleiben da sitzen und sagen kein Wort. Und Sie, Frau Korbach, gehen die Treppe rauf und kommen erst runter, wenn ich rufe, bitte kommen Sie. Nicht umschauen, Kopf rumdrehen. Das ist natürlich schon allerhand. Kurz vor der Rente noch sowas erleben müssen. Da wäre ich im Krankenhaus von der Polizei abgeholt, aufs Kommissariat gebracht. Dort packt man mich in ein Auto und fährt davon. Herr Kommissar, vielleicht können Sie mir endlich einmal sagen, was das Ganze zu bedeuten hat. Die Krankenschwester, dass ich doch nicht selber dran gedacht habe. Ruhe! Bitte setzen Sie sich, Schwester. Also, jetzt regen's. Aber im Telegrammstil, bitteschön. Ich habe nämlich noch eine Nebenbeschäftigung. Ja, deswegen sind Sie ein bisschen überrumpelt worden. Sie müssen schon entschuldigen. Aber ich brauche unbedingt einen Zeugen, der Herrn und Frau Korbach von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Die zwei wohnen jetzt seit 10 Tagen in St. Quirin. Und einer meiner Leute, übrigens ein Nachbar von Ihnen, hat mir gesagt, er habe gehört, dass Sie die Frau Korbach behandelt haben. Stimmt es? Ja, das stimmt. Wissen Sie, außerhalb vom Krankenhaus verabreiche ich gelegentlich Injektionen. Und da bin ich gewesen und habe einer Dame eine intravenöse gemacht. Da drüben im Schlafzimmer. Das muss gewesen sein am Samstag vor 8 Tagen. Aha. Sind Sie in der Lage, diese Dame und diesen Herrn zu identifizieren? Logisch. Gut. Bitte drehen Sie sich rum. Grüß Gott, Herr Korbach. Grüß Gott, Schwester, ich bin so froh, dass Sie da sind. Sie sind meine Rettung. Na also, na ist ja gut. Sie erkennen also Herrn Korbach wieder. Also ganzer. Und jetzt die Dame. Bitte schön, kommen Sie runter, gnädige Frau. Grüß Gott, Schwester Paula. Grüß Gott, Frau Korbach. Wie geht's Ihnen denn? Schlecht, Schwester. Mein Mann hat in einer Nervenkrise einen alten Mann erschossen. Erschossen? Ein Mo? Ja, einen armen, wehrlosen Landstreicher. Ja, aber das ist ja entsetzlich. Na, Korbach, und jetzt? Die sind alle gegen mich jetzt. Jetzt bin ich verloren. Armer Daniel. Ich sage Ihnen was, ich weiß überhaupt nicht, was da gespielt wird. Er erkennt seine Frau nicht. Na, sagen's. Ah, das ist ja schrecklich. So ein sympathisches Paar und so goldig waren die miteinander. Herr Kommissar, die ist mit denen im Bund, die ist entweder gekauft oder bestochen oder Das sonst lassen wir irgendwas. nicht bieten, das ist eine Unverschämtheit. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, wenn Sie mich nicht mehr brauchen, dann möchte ich bitte jetzt zurück ins Krankenhaus. Für ihn war eine Schockbehandlung und eine kalte Duschen das Beste. In Haus sollen ja noch Plätze frei sein. Kann ich jetzt gehen? Ich gebe Ihnen raus und entschuldigen Sie nochmals. Aber diese Gegenüberstellung war sehr wichtig. Was raten Sie denn zu der Sache? Haar? Da gibt's ja gar nichts anderes. Sie warten hier. Ich habe noch mit Ihnen zu reden. Und ihr zwei, ihr triumphiert's natürlich jetzt, gell? Ja, Moment, Herr Kommissar, ich habe meine Tasche vergessen. Gleich komme ich wieder. Ah, da ist ja. Der Mo hat vielleicht ein Massel mit seiner Frau, gell, dass ihn die überhaupt noch mag. Herr Kommissar, lassen Sie es denn! Herr Kommissar! Ja, geht denn das jetzt wieder von vorne an? Kommissar- Ich befasse mich jetzt das letzte Mal mit Ihnen. Bitte schön, Herr Kommissar. Lassen Sie sich von der Wagen heimfahren. Nein, lassen Sie nicht, geht's gut. Nein, Herr Kommissar, lassen Sie es nicht weg! Ja, was soll denn jetzt das Geschrei Die wieder? zwei haben's bestochen! Wer? Ja, das Weib und der falsche Pfarrer da! Wann? Ja, gerade im Moment vor meine Augen. Ja, das ist ja das Letzte. Wollen Sie denn mit Gewalt ins Irrenhaus? Herr Kommissar, Lassen Sie mich mit Herrn Korbach allein. gut, Herr Kommissar. Kommen Sie doch mit, Herr Pfarrer. So, und nun? Herr Kommissar, das ist ein abgekartetes Spiel. Die haben rausgekriegt, dass sie meine Frau von der Schwester behandeln hat lassen. Die haben die Frechheit besessen und haben ihr vor meine Augen, vor meiner Nase ein Geld zugesteckt. Herr Kommissar, die sagt aus, was die wollen, glauben Sie mir's. Halten Sie es auf, suchen Sie Ihre Handtaschen. Sie werden ein Briefkuvert voller Geldscheine finden. Bitte schön, jetzt machen Sie halt irgendwas. Ja, die ist doch schon längst über alle Berge. Für mich steht eins fest. Sie hat ihre Frau wiedererkannt und als Frau Korbach angeredet. Und die Achtbarkeit der Schwester Paula ist über jeden Zweifel erhaben. Demnach ist diese Frau Ihre Frau. Wenn übrigens noch eine zweite Frau existieren würde, wie erklären Sie sich dann die Haltung von der da? Sie hat nicht eine Sekunde Angst gezeigt vor der Rückkehr der anderen.
genau. Ja, genau. Herr Kommissar, da kommt mir ein Gedanke. Vielleicht steht meine Frau an der Spitze von der Bande. Die wissen alles. Ja, wer soll sich einer denen alle Einzelheiten erzählt haben, wenn nicht meine Frau selber? Wie wollen Sie das beweisen? Ja, die Elisabeth muss gefunden und hergebracht werden. Koste es, was es wolle, mit Gewalt oder freiwillig. Leicht gesagt, aber vielleicht gibt es doch noch eine andere Lösung. Ja, und welche? Ihre Frau ist unschuldig an dem Komplott, aber sie kann nicht eingreifen und dieses Komplott nicht aufdenken. Warum? Weil die zwei sie entweder entführt oder umgebracht haben. Na, um Gottes Willen, das... Ja, was wollen Sie denn mit den zwei Zeugen? Der Alte ist tot und die Krankenschwester sagt gegen sie aus. Ich glaube, Herr Korbach, ich muss Sie festnehmen. Ja, ja, am Apparat. Was? Ich komme sofort. Was ist denn los? Der alte Seehecht ist gerade in den Operationssaal gebracht worden. Was? Psst. Nur verwundet, wird operiert, aber halten Sie das für sich. Das tut mir gerade noch fehlen, dass die Bande ihn fertig macht. Ich fahre jetzt zum Krankenhaus und wenn er wieder bei Bewusstsein ist, werde ich ihn verhören. Und Sie verhalten sich ruhig, verstanden? Ja, Herr Kommissar, aber Sie rufen mich bitte schon gleich an, wenn der Seehecht ausgesagt hat. In Ordnung, mache ich. Ja, aber wenn jetzt die Operation schief geht und der Seehecht stirbt, komme ich dann vor ein Schwurgericht oder ins Irrenhaus? Diese Entscheidung fäll ich leider nicht. Herr Kommissar, ich glaube, Sie sind wirklich der einzige anständige Mensch da herin. Ja, das bin ich aber auch. Na, die Bande kann ja nicht jeden entführen oder umbringen, nicht? Das vollkommene Verbrechen gibt es nicht. Also, haben Sie Vertrauen zu uns und jetzt sollten Sie ein bisschen schlafen. Nein, bin ich nicht. Herr Kommissar, Sie wollen schon gehen? Ja. Wo ist denn der Pfarrer? Der ist bereits ins Dorf runtergegangen. Dann ist keine Sekunde zu verlieren. Was? Dein Frühstück, Liebling. Ich will keins. Aber du solltest wirklich was essen. Du hast seit gestern keinen Bissen mehr gegessen. Das ist gar nicht gut. Ihr seid scharf auf die Erbschaft, gell? Ja. Ärgert dich das? Mein Geld, das kriegt ihr vielleicht, aber mich kriegt ihr nicht. Das kann man nie wissen. So, ich gehe jetzt ins Dorf. Gehst du ein bisschen mit? Nein, weil ich habe kein Interesse, dass ich mit zerschmettertem Schädel an einem Felsblock gefunden wäre. Oder vielleicht im See ertrunken. Aber Liebling, was hast du nur für eine Fantasie? Ja, Polizei? Ja, hier Korbach. Was? Ja, der Herr Kommissar ist schon weggefahren. Haben Sie schon irgendeine Nachricht aus dem Krankenhaus? Noch nichts. Aber Sie sind bitte so nett und rufen mich gleich an, wenn Sie was wissen. Ja gut, danke. Wiederhören. Herr Korbach, Was wollen denn Sie noch da herin? Schauen Sie, dass Sie rauskommen! nicht so laut. Ich muss unbedingt mit Ihnen reden, es ist sehr wichtig. Meinetwegen können Sie laut auch reden, ich hab nichts zum Verheimlichen. Sind Sie allein? Sonst gang's nämlich nicht. Ja, ich bin allein. Ja, und die Madame da? Die ist ins Dorf untergegangen, die hat für einen Moment die Nasen voll. Ich hab bloß so da, wie wenn ich geht und hab mich hinterm Haus versteckt. Ach, Herr Korbach, Sie sind bestimmt in einer üblen Lage, aber ich erst. Üble Lage, das ist ja wohl noch sehr milde ausgedrückt. Und wem habe ich das zum Verdanken? Ei, wenn Sie wisseten. Ja, ich weiß schon, ich hab das Kuvert schon gesehen. Der Plan von der Bande ist hieb- und stichfest. Sie sind ja vor meiner Nase gezahlt worden. Ich hab's dem Kommissar schon gesagt. Aber der hat mir's natürlich nicht geglaubt.
Er wird Ihnen glauben, ich verspreche es Ihnen. Ich widerrufe meine Aussage. Was? Ja, dann ging es gleich runter auf die Polizei und machen eine Aussage. Eben nicht. So einfach ist eben die Geschichte nicht. Ja, und wieso bitte nicht? Herr Korbach, die Falle, in der ich sitze, ist genauso grauenhaft wie die Ihre. Und wenn ich eine raushilfe, richte ich mich zugrund. Was? Na, glauben Sie mir, die Polizei wird einen schützen. Aber es handelt sich ja um ganz was anderes. Ganz was Schlimmes. Was Schlimmes? Erpressung. Ja, Und? Eine große Summe. ja. Da komme ich mein ganzes Leben nicht mehr draus. Aber es ist ja alles meine eigene Schuld. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Da hat mir neulich einer mitgezogen auf die Spielbank nach Wissee. Und ich habe mich zum Spielen verleiten lassen. Habe natürlich verloren. Dann habe ich einen Scheck ausgestellt. Ohne Deckung, das können Sie ja denken. Aber ich habe sofort gespannt, dass das Ganze eine abgehaarte Geschichte ist, weil sich auf der Stelle ein Herr angeboten hat, meinen Scheck auf der Bank für mich einzulösen, wenn ich ihm einen kleinen Gefallen tat. Ich sollte jemanden identifizieren. Ja, und das habe ich da. Ja, das haben Sie da. Hören Sie mir zu, Schwester, wir müssen uns zusammentun, vielleicht sind wir dann stark genug. Könnten Sie diesen Herrn eventuell identifizieren? Ja, der, wo vorher da war, der war's. Da hat er allerdings sein Kragerl nicht da gehabt, da hat man nicht gekannt, dass er Pfarrer ist. Der Pfarrer. Passen Sie auf, Schwester. Meine Frau ist verschwunden. Und um sich einer Erbschaft zu bemächtigen, deren die, als war die Frau meine Frau. Und jetzt haben sie wahrscheinlich rausgekriegt, dass sie meine Frau von einer behandeln hat lassen und haben Angst gehabt, dass sie es bei der Polizei identifizieren könnten. Ja, und dann haben sie ihn auf Falle gestellt und sie sind nicht gehabt. Und ich mit einer. Diese Drecksbande. Und obendrein haben sie mich noch recht ausgeschmiert auch. Ausgeschmiert worden. Ich muss bis heute Mittag meine Bankschuld eingelöst haben. Jetzt ist es 10:30. Du schaust. Na, was soll ich denn? Nein, schauen! Zeitungspapier. Mit Zeitungspapier bestochen. Danach werden sie wahrscheinlich doch ins Gefängnis müssen. Nein, ins Gefängnis gehe ich nicht, da kann ich das Gift draufnehmen. Und warum nicht? Ganz einfach. Weil Sie mir aus dem Schlamassel raushelfen werden. Ach, tatsächlich. Und wieso und warum sollte die das tun? Das kann ich Ihnen schon sagen. Sie zahlen meinen Scheck und ich sag aus, dass die zwei mich gezwungen haben, die falsche Frau Korbach wiederzuerkennen. Ist das nix? Ja, Sie wollen mir doch hoffentlich nicht einreden, dass ich einer zahlen muss, dass ich eine richtige Zeugenaussage von einer kriege. Doch, das müssen Sie. Und zwar bis um 12 Uhr. Na, das können Sie vergessen, die Lösung scheidet aus. Ja, na, kann man nichts machen. Dann muss ich halt ins Gefängnis. Immer noch besser wie das Irrenhaus, da kommen nämlich Sie hin. Vielen Dank für den Hinweis. Aber ich komme auch ohne Ihre Aussage aus. Ah, nein. Ja. Wie möchten Sie denn das fertig Ich habe eine andere, eine bessere. Und wer soll die machen? Mein Landstreicher. Der ist tot. Nein. Der wird operiert und sobald er bei Bewusstsein ist, wird er aussagen. Den haben sie nämlich nicht bestochen. Um Gottes Willen. Herr Korbach, ich flehe Sie an, kaufen Sie mir meine Aussage ab. Ich brauche das Geld unbedingt. Ihr Landstreicher, der kann sterben oder das Gedächtnis verlieren oder ermordet werden oder entführt. Oder, nachdem das alles passiert ist, kriegt das mit der Angst und sagt überhaupt nichts mehr. Glauben Sie mir's, 2 Zeugen sind besser als einer. Naja, da haben Sie natürlich recht. Der Handel, den ich Ihnen vorschlage, ist doch ein ganz reelles Geschäft. Sie helfen mir meine Bankschuld zahlen und ich schaffe Ihnen die Verbrecher vom Hals. Ich könnte einer vielleicht als Reserve gut brauchen. Also gut, ich überlege mir die Sache. Na, jetzt. Oder gar nicht. Das ist Erpressung. Aha. Und jetzt sage ich Ihnen ganz was anderes. Falls Sie es ablehnen sollten, mich zu bezahlen und ich ins Gefängnis muss, dann bleibe ich dabei und sage gegen Sie aus. Wie hoch sind Ihre Schulden? 4.000. Ich hab doch jetzt keine 4.000 Mark bei mir. Stellen Sie mir einen Scheck aus. Ich hab kein Scheckbuch, das hat meine Frau Ja, dann dabei. machen Sie irgendwas ausfindig, was den gleichen Wert hat. Ich treibe dann das Geld dafür schon auf. Was soll ich Ihnen denn da jetzt auf die Schnelle Was soll geben? denn nicht? Das wie ein Schmuck oder Gold oder... Immer vorausgesetzt natürlich, dass es den gleichen Wert hat. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, was Sie von mir verlangen? Sie verlangen von mir 4.000 Mark und ich bin unschuldig. Herr Korbach, Sie brauchen eine Zeugenaussage, damit Sie einen Frieden haben und ich brauche 4.000 Mark. Also tauschen wir. Und zwar jetzt sofort, weil sonst muss ich nämlich gehen.
Ja, ich habe ja nicht ausdrücklich Nein gesagt. Sie espressiert schon langsam, es geht auf Mittag zu. Ja, warten Sie bloß noch einen kleinen Moment. Ja, hallo, Polizei? Ja, nochmal Korbach. Wissen Sie jetzt schon irgendwas aus dem Krankenhaus? Was? Der ist immer noch im Operationssaal. Was? Komplikationen? Ja, gut. Ja, aber wie gesagt, rufen Sie mich bitte schön an, wenn Sie was wissen. Dankeschön. Wiederhören. Also gut. 4.000 Mark. Ein für alle Mal. Abgemacht. Im Bar oder in Sachwerten? Ja, den Ring kann dir geben. Geht in Ordnung. Ja, und? Wie soll die Geschichte jetzt ablaufen? Ich gebe Ihnen meine Zeugenaussage schriftlich. Na, Sie bleiben da und warten, bis der Kommissar kommt und machen dann eine Zeugenaussage mündlich. Na, da habe ich kein Vertrauen. Ja, und keine Zeit. Es gibt nur eine Lösung. Ich gebe Ihnen meine Zeugenaussage schriftlich. Also, ja oder nein? Also gut, warten Sie halt was zum Schreiben. So. Da. Und jetzt schreiben Sie. Ich entunterzeichnete. Ich Entunterzeichnete. Vollen Namen. Paula Bertram. Paula Bertram. Bestätige hiermit. Bestätige Hiermit. Eine falsche Zeugenaussage. Eine Falsche Zeugenaussage. Aussage gemacht zu haben. Punkt. Die Frau, der ich gegenübergestellt wurde. Die Frau, der ich gegenübergestellt wurde, Ist nicht die die echte Frau Korbach. echte Frau Korbach. Genau, das reicht. Samt Quirin, Datum, Unterschrift. St. Quirin, was haben wir denn Am heute? 2. 2.10. So. So, und jetzt lernen Sie her den Tisch. Na, zuerst den Ring. Ja, ist ja gut. Da. Mei, hoffentlich ist der auch 4.000 Mark wert. Aber Schwester Paula, den Ring hab doch ich meinem Mann geschenkt. Schneid jetzt den Bisch her und nehmen Sie den Ring. Was ist mit dem Ring? Also, wenn ich jetzt die Polizei anrufe, dann sind Sie dran wegen falscher Zeugenaussage und er? Sein Fall wird nur noch schlimmer, weil er Sie bestochen hat. Sie sind wirklich unschlagbar. Genau wie mit dem Briefumschlag vorher. Gell, da habt's mir ja sauber ausgeschmiert. War doch nicht übel, oder? Ja, aber ich brauch doch das Geld. Ich brauch's unbedingt. Ja, es scheint wirklich so zu sein. Gut. Ich bin bereit, Ihnen was abzukaufen. Das heißt, was haben Sie mir denn anzubieten? Das da. Nein. Einverstanden. Sie haben mir das nicht vorzählt. Wie viel ist denn das? 2000 Mark. Ja, aber Mehr ist die Geschichte doch sowieso nicht wert. ich muss das Doppelte haben, das wissen Sie doch. Gut. Ich wäre bereit, Ihnen noch was abzukaufen. Was haben Sie mir denn noch anzubieten? Was immer Sie wollen. Sie sind doch ein Dreckstück. Dreckstück. Sind Sie, lieber Staat. Ich bräuchte wahrscheinlich für meinen Mann ein ärztliches Attest. Haben Sie die Möglichkeit, an ein solches ranzukommen? Ich hätte für den Dr. Lauer noch ein paar Briefe schreiben sollen. Die hat er mir diktiert und blanko unterschrieben, weil er weg müssen hat. Ich habe die Briefbogen in meine Handtasche gesteckt, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die hätte ich dabei. Ohren könnten sie haben. Nein, die Ernst ist nicht. Gut. Sie geben mir nur den Briefbogen mit der Unterschrift. Den Text setze ich mir dann selber mit der Schreibmaschine ein. Im Übrigen habe ich den schon lange aufgesetzt. Ich handle nämlich nie ohne Vorbedacht. Umsonst ist er tot. So, Schwester. Und Sie verschwinden jetzt.
und lassen sich hier nie mehr sehen. Worauf Sie sich verlassen können. Gratuliere. Tut mir leid, Herr Korbach. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, lach's nur. Aber nicht nur Sie, ich kann jetzt auch lachen. So? Ja, ich weiß nämlich was Sie nicht wissen. Dass der alte Landstreicher noch am Leben ist. Was? Das wissen Sie? Aber natürlich. Ja, das ist jetzt wurscht. Sobald er bei Bewusstsein ist, wird er seine Aussage machen. Nein, das wird er nicht. Und was soll er denn da dran hindern? Der Tod. Gleich geht's weiter. Herr Korbach! Ja. Herr Korbach! Ja. Endlich bist du da. Ich habe noch vollgetankt. Hast du das Gepäck fertig? Ja, ich habe zusammengepackt, was mir schnell in die Hände fiel. Und was macht der Korbach? Nichts. Er wirkt wie ein Schlafwandler. Bitte? Weiß er, wohin er gebracht wird? Ja. Und sagt kein Wort? Seitdem er erfahren hat, dass der alte Seehecht im Krankenhaus gestorben ist, ist er wie erschlagen. Dann hat er also nichts begriffen. Doch. Doch, er hat sehr gut begriffen. Vor allen Dingen, dass er sich ganz ruhig verhalten muss, weil wir unter dem leitenden Personal in der Heilanstalt gute Freunde besitzen. Übrigens, der Kommissar besucht ihn öfters. Ich will nicht weg von da. Aber Liebling, der Kommissar ist doch damit einverstanden. Ja, er wartet dort auf uns. Du hast doch Vertrauen zu ihm, oder? Und für was brauche ich dann die Reisetaschen? Ja, weil du ein paar Tage zur Beobachtung bleiben musst, bis sich der Kommissar entscheidet. Vielleicht so ungefähr eine Woche. Sag mal, hast du sonst noch irgendwelche Anweisungen bekommen? Na, morgen soll ein Chef anrufen. Ein Chef? Ja, sag einmal, wie viel seid denn ihr eigentlich hier? Gaunerbande? Soll ich ins Maul stopfen? Nein, lass ihn doch plärren. Je mehr er plärt, desto besser. Hoffentlich hört man sein Geschrei bis ins Dorf runter. Der Kommissar, der wartet nicht auf mich in eurer Heilanstalt. Das ist klar. Ja, aber natürlich. Ruf ihn doch an. Du wirst ganz offiziell in seiner Gegenwart in die Heilanstalt eingeliefert. Und da wäre ich ihm erzählen, dass dir dieses Attest, diesen Dreckstück von Krankenschwester abgekauft Ach, hat. jetzt hört doch endlich auf, immer dasselbe blöde Zeug zu reden. Übrigens, kannst du erzählen, was du willst. Der Kommissar glaubt dir sowieso kein Wort mehr. Stimmt meine Uhr? 6? Ja. Gut, dann fang an, das Gepäck aufzuladen, ja? Und du, Liebling, du solltest einen Mantel anziehen. Es ist kalt draußen. Max! 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 Ach, lass ihn stehen, komm. Wir müssen gehen. Der Kommissar? Ja, wieso denn? Er wollte sich doch mit uns in der Heilanstalt treffen. Was ich gesagt hab, der ist nicht in der Heilanstalt. Gelungen! Was jetzt? Herr Kommissar, was ist passiert? Sie wollten sich doch in der Heilanstalt treffen mit uns. Ich habe umdisponieren müssen. Ja, warum denn? Der Tod vom alten Seehecht ist sehr verdächtig. Die Operation war gelungen. Man hat den alten Mann zurück in sein Zimmer gebracht. Etwas später wollte ein Arzt nach ihm schauen und dann war er tot. Es wird jetzt bereits nach einem Krankenwärter gefahndet. Im Moment wird eine Autopsie durchgeführt und das Resultat wird mir dann sofort nach hier durchgegeben. Erst dann entscheidet sich, ob wir fahren oder bleiben. Kommissar, das war die Bande, die haben meinen Zeugen umgebracht. Sind's doch stark. Sagen Sie mal, Herr Kommissar, durchschauen den Sie das nicht an, den Sie ein Bredel vor mir. Danke. Vielleicht habe ich ein Brett vorm Hirn, dass ich Sie in eine Heilanstalt schicke, anstatt ins Zuchthaus. Ich will aber nicht ins Irrenhaus. Da wollen Sie lieber wegen Mordes verhaftet werden. Ja, das ist mir lieber. Langsam, langsam. Nein, Herr Kommissar, verhaften Sie mich wegen Mord am Seehecht.
Wollen Sie, dass ich Sie wirklich verhafte? Ja, Herr Kommissar, die Bande will mich fertig machen. Bitte schön, verhaften Sie mich. Herr Kommissar, ich bitte Sie, hören Sie nicht auf ihn. Wenn sich der Herr Korbach formell des Mordes an einem Landstreicher beschuldigt, da bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss ich ihn festnehmen. Ja, Herr Kommissar, ich ganz allein hab den Seehecht umgebracht. Also bitte schön, verhaften Sie mich. In Ordnung. Im Namen des Gesetzes. Nein, er lügt. Nicht er hat den Seehecht. Vergessen Sie nicht, dass Sie in dieser Sache formell ausgesagt haben. Wenn er es nicht war, wer war es dann? Ja. Doch, er war's. Ich wollte doch nur seine Verhaftung verhindern. Seine Verhaftung verhindern. Es macht Ihnen wohl einen Strich durch die Rechnung, dass er in Untersuchungshaft kommt. Sie hätten ihn lieber in der Heilanstalt gesehen, was? Aber Herr Kommissar, ich wollte meinen Mann doch nur retten. Ja, lassen Sie mich nur machen. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Korbach. Ja. Man kann die ganze Sache auch von einer ganz anderen Seite anpacken. Ich habe heute Nachmittag ein längeres Telefongespräch geführt mit einem alten Freund von mir. Er ist Arzt an der Psychiatrischen in München. Und er behauptet, dass man in 90% aller Fälle, ähnlich gelagert wie der Ihre, mit einem sogenannten Wahrheitsserum, das injiziert wird, alle schon gemachten Aussagen nachprüfen kann. Ich billige Ihnen jetzt einmal, sagen wir mal, 2% Wahrheit zu. Das ist nicht viel. Aber wenn Sie sich einer Probe unterziehen und danach dasselbe behaupten wie jetzt, steigen Ihre Aktien um 90%. 90% plus 2% sind 92%. Also, was sagen Sie dazu? Ja, dann mache ich das natürlich sofort. Und Sie? Ja, ich will das versuchen. Vorsicht, Frau Korbach. Die Kirche widersetzt sich dem Verfahren. Ah, da schau her. Ich wollte sagen, sie rät davon ab. Ja. Also, Frau Korbach. Ist denn das nicht sehr gefährlich für mich und für meinen Mann natürlich? Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ja, ich will. Und ich, Herr Kommissar, ich verlange die Probe. Es freut mich, dass Sie beide so guten Willen zeigen. Gut, dann fahren wir eben morgen oder übermorgen nach München und lassen das Experiment vornehmen. Na, das machen wir gleich heute Abend. Was, heute Abend? Ja, ich bin ein Freund von schnellen Entschlüssen. Da sind die 2 Ampullen und da ist die Spritze. Was? Was, das haben Sie alles mitgebracht, ohne zu wissen, ob mein Mann und ich überhaupt einverstanden sind? Sie konnten sich gar nicht weigern. Es liegt ja in Ihrem ureigensten Interesse. Also, das ist doch... Herr Kommissar, Sie werden draußen verlangt. Aha. Meine Herrschaften, ich bin gleich wieder da. Was dert's denn hier da? Herr Kommissar! Herr Kommissar, kommen Sie doch rein, schnell! Herr Kommissar, bitte schön, die vertauschen die Ampullen, bitte, Herr Kommissar. Der Tod vom alten Seehecht ist mehr als verdächtig. Wie ich gerade gehört habe, hat die Autopsie Spuren von Strychnin in seinem Blut ergeben. Herr Kommissar, ich will die Spritzen nicht, ich weigere mich. Dieser falsche Pfarrer da ist ins Krankenhaus gegangen und hat den alten Mo umgebracht. Aber Liebling, du solltest dir wirklich diese Spritze geben lassen. Vielleicht bekommst du dann dein Gedächtnis wieder. Nein, Herr Kommissar, weil ich weiß ganz genau, wenn ich die Spritzen gekriegt habe, dann muss ich sterben. Und die 2 werden dann sagen, das war ein verdammtes Serum oder mein Herz war schwach, aber dass ich sterben muss, das weiß ich. Und im Angesicht des Todes schwöre ich Ihnen, Herr Kommissar, die Frau ist nicht meine Frau. Natürlich, das wissen wir längst. Was? Ja, das ist ja das vollkommenste Verbrechen, das jemals begangen worden ist. Der Polizeikommissar selber bringt mich um. Ja, sag einmal, dass ich das nicht durchschaut habe. Dieses Weib und der falsche Pfarrer da haben einen Chef. Und der Chef sind Sie. Oh Gott, dass ich die Komödie nicht durchschaut habe, die ihr alle mit mir gespielt habt. Die ihr alle gegen mich gespielt habt. Ihr habt ja keinen Moment Angst vor der Rückkehr von der echten Elisabeth gehabt. Und dafür gibt's nur eine Erklärung. Ihr habt es umgebracht. Ihr habt meine Elisabeth umgebracht.
Ja, so ist es. Ihr habt es umgebracht. Beweisen Sie es. Ich gehe zum Staatsanwalt. Ihr seid ein Mörderbande. Tun Sie das. Die Leiche der Frau Korbach ist noch nicht gefunden worden. Und Sie können nicht beweisen, dass diese Frau nicht die Frau Korbach ist. Aber die Leiche von meiner Frau wird gefunden werden. Verlasst euch drauf. Und dann geht's ihr alle drei ins Zuchthaus. Ihr habt meine Frau umgebracht. Der Polizeikommissar und seine Helfershelfer haben meine Frau umgebracht. Meine Frau ist tot. Meine Frau ist ermordet worden. Ja, Ihre Frau ist tot. Sie ist ermordet worden. Aber wo ist Ihre Leiche? Ihre Leiche? Die Leiche? Herr Korbach, wo ist die Leiche Ihrer Frau? Die Leiche? Wo? Die Leiche ist in die Rota. Wasserfälle. Wo wir die Leiche Ihrer Frau schon vor 8 Tagen gefunden haben. Und wo Sie sie hineingestoßen haben. Nachdem Sie ihr vorher, wie die Autopsie ergeben hat, mit einem harten Gegenstand einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben haben. Das ist übrigens Polizeioberkommissar Markus Taubenberger und Fräulein Rosmarie Stephan. Beide vom Sonderdezernat der Kriminalpolizei München. Ich hätte Sie ja gleich dem Untersuchungsrichter vorführen können, aber ich habe mich entschlossen, im Einverständnis mit meinem Vorgesetzten Ihnen eine Falle zu stellen. Der Wahrscheinlichkeit zuliebe habe ich 2 echte Zeugen mitwirken lassen. Die Krankenschwester Paula, die auch die Leiche ihrer Frau identifiziert hat, und den alten Seehecht, alias Paul Brandl, der den Tod durch die Platzpatrone gut überstanden hat. An dem ganzen Spiel um die Entlarvung eines Mörders ist nur ein Satz wahr. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich heute einen von Ihnen hinter Schloss und Riegel bringe. Ich halte Wort, Herr Korbach.